Elfenkönigin. Unterdessen ist Prinzessin Mimi tief in den Wald hineingerannt. In dem Tumult um den Steinpilzkäse hätte sie sich vorstellen und ist jetzt auf dem Weg zu der Elfenkönigin gsi. Ihre silbrige Krönli ist jetzt für sie nicht mehr so wichtig wie das Frühlingsfest der Elfen. Sie musste herausfinden, was es mit diesen Troll und dem Steinpilzkäse auf sich hat. Käfer, Mäuse und Regenwürmer hat sie nach dem Weg zum Elfenpalast gefragt und alle haben ihn natürlich gekannt. So ist die Prinzessin zum Glück gerade gleichzeitig mit dem Elf Flubur im Palast angekommen, bevor die grosse, digere Katze sie gefunden hat. Mimi ist schon selber im Palast aufgewachsen, aber sie hat einen Weg staunen über die Pracht. Hoch oben im Baum hat die Elfenkönigin gewohnt. Der Palast selber ist aus Blüten und Blättern von Edelstein, Gold und Silber gebaut gsi. Innen ist alles mit feinen Federli, weichem Moos und seidiger Küsseli aus Spinnenfäden ausgekleidet gsi. Mimi ist vom Flubur zu der Elfenkönigin geführt worden. Auf einem Thron von lauter Blütenblättern ist die Elfenkönigin gesessen. Der Flubur hat die kleine Maus vorgestellt. Ihre Majestät, ich bringe Ihnen da Prinzessin Miranda, die Silbrige, aus dem Königreich der Silbermäuse. Sie bietet uns ihre Hilfe an beim Frühlingsfest, weil sie den wertvollen Steinpilzkäse verschleudert hat. Die Elfenkönigin hat natürlich schon alles gewusst. Schliesslich ist sie Königin vom ganzen Wald mit allen seinen Tierpflanzen, Gnomen, Feen, Elfen und Zwergen. Jeder Bach, jeder Baum, jede Blume ist unter ihrem Schutz gestanden. Mit einem strahlenden Lächeln hat die Elfenkönigin gesagt: Schön, dass du gekommen bist, Mimi. Ich will dir erzählen, was es mit dem Steinpilzkäse und dem Troll auf sich hat. Wie jedes Jahr am Frühlingsfest kommen die grossen, gefährlichen Troll. Wie jedes Jahr essen sie von der Steinpilzsuppe. Nur ein kleiner Steinpilzkäse in der Suppe langt, dass die Trollen ruhig und friedlich bleiben. Ist aber kein Steinpilzkäse in der Suppe, sind sie wild. Sie reissen ganze Bäume aus, schleudern Felsbrocken in die Bech, dass sie über die Ufer treten, stellen den Vögeln die Eier aus den Nestern, vertrampeln Blumen und Gräser, fressen jedes Tier, wo ihnen über den Weg läuft, und verwüsten alles.